Hey, hallo zusammen. Heute machen wir wieder mal ein Video. Am 2. Februar 2023 habe ich hier in meinem kleinen Kücheli von meinem Büro meine ersten Filme selber entwickelt. Ich hatte dann zumal keine Ahnung, es war ein ganz neues Metier und seitdem ist wirklich viel passiert. Ich habe hier im Büro zwischen 70 bis 80 Filme schon selber entwickelt, kleinere, grössere Formate, alles Mögliche. Teile sind super gut rausgekommen, die meisten zum Glück, Teile sind gar nicht rausgekommen, Katastrophen, wertvolle Bilder verloren. Heute ist aber der Matthias dran. Ich zeige ihm nämlich, wie er selber seinen Film entwickeln kann. Matthias, einfach oder schwierig? Brauchen wir noch Kübel mit warmem Wasser. Also 39 Grad wollen wir. Jetzt war es zu wenig warm wahrscheinlich. Das Wasser ist schon auf 39 Grad. Die Chemie in diesen Flaschen innen hat natürlich ein bisschen länger. Jetzt holen wir aber zuerst mal den Matthias. Let's go! Hallo! Hey, was hast du für Filme mitgebracht? 135er, Farbe, 200. Also, fangen wir mit dem an. Ich habe keine Ahnung mehr, was da für Bilder drauf sind. Das ist so vom letzten Jahr. Am wahrscheinlichsten ist der Point-and-Shoot, Minolta. Schauen wir einmal. Wo ist die schwierigere Version? Nein. Die Chemie ist vom 2.11. Also die ist jetzt genau 10 Monate alt. Ja. Die sollte eigentlich noch gut sein. Jawohl. Ich markiere immer, wie viele Filme ich schon entwickelt habe damit. Wie viel machst du etwa? Ja, meistens mache ich schon 15, 16. Das Problem ist meistens, dass es zu lang rumsteht. Ja. Und nicht, dass du zu viele Filme entwickelt hast. Genau. Also das heisst, dann müssten wir jetzt in diesem Fall die Labbox parat machen. Da ist jetzt noch das 120er Modul drauf. Das müssen wir jetzt wechseln auf das 35er. Vielleicht noch schnell Labbox. Ich habe mir die getan, weil es viel einfacher ist, den Film hier drauf zu spulen. Es ist eigentlich ziemlich idiotensicher. Es gibt aber auch ein paar Nachteile an dem. Ein Idioten, was nicht schaffen. Genau. Ja, ich habe es ein paar Mal schon nicht geschafft. In diesem Fall das ist so da rein. Der geht vorher nachher den Film holen. Dieser kommt hier, damit der Film und das Negativ schön runterrutscht. Und hier kommt dann der Film rein. Jetzt als nächstes müssen wir den rausnehmen, genau. Ja. Und das muss ich im Sack machen? Nein, das kannst du eben sogar. Weil das ist ja hier innen lichtdicht verpackt. Auch wenn du es ein bisschen rauszieht, ist am Anfang, wenn du den Film kaufst, ist ja auch schon ein bisschen draussen. Ja. Das heisst, manchmal klappt das, wenn man einen anderen Film nimmt. Das probieren wir jetzt schnell. Und zwar nehmen wir einen anderen Film, machen den ein bisschen nass, dann stossen wir den hier rein. Willst du das mal probieren? Du kannst vielleicht ein bisschen auftun, so ganz so ein bisschen auf. Jetzt probierst du den mal reinzumosten. Und dann solltest du eigentlich, wenn du aussen am Film fast drehen, solltest du ihn eigentlich reinziehen. Warte mal schnell. Passiert jetzt gar nichts. Und eigentlich habe ich es aber so gemacht, dass ich ein bisschen gedreht habe. Dann hat es eigentlich mehr reingezogen, der Film. Aber heute passiert gar nichts. Weißt du, was ich jetzt so schnell machen? Probieren wir schnell mit einem anderen Film. Probieren wir. Vielleicht haben wir Glück. Nein, wir haben kein Glück. Also, wir schneiden auf. Deine Aufgabe wäre jetzt... Bier aufmachen. Das Bier aufmachen, genau. Mit dem aufmachen. Ja. Im Feinsteren, also im Sack. Ja. Das, was rauskommt, ist ja vorne ein bisschen dünner. Und dann wird es breit. Genau. Ja. Das abschneiden mit der Schere. Ja. Ziemlich gerade. Wie viel? Nur dort, was dick ist, dort abschneiden. Okay. Das dann so in der Mitte dran klipsen, so unten so anmachen und dann den Deckel drauf tun. Und dann draufspulen können wir es dann im Hauen wieder. Okay. Easy, oder? Ja, voll easy. Okay. Ich sage das, ich bin manchmal, ich hocke manchmal eine halbe Stunde am Boden. Und irgendetwas klappt nicht. Und dann drehst du fast durch. Ja, und das nächste Mal geht es 10 Minuten, dann machst du es wahrscheinlich genau gleich. Ich glaube, also. jetzt ziehe ich mal aus. Bieröffner, Schere, Film. Der Deckel muss natürlich auch schon drin sein, ja. Genau, ja. Also, wish me Viel luck. Spaß. Ich bin gespannt, ob er das herbringt. Jetzt kann ich dazu tun. Sack Nummer 1, Sack Nummer 2.
Ja, meine Frau kommt gut. Kennst du das Bild? Du musst jetzt den Film her. Hier öffnet schon niemand mehr. Ah, nein, die sind im falschen Sack. Nein. Film und Bier öffnen habe ich gewonnen. Jetzt muss ich einfach den ganz schwarzen Oberdeckel vom Film wegbringen. Oder? Genau. Das ist eher härter, so wie ich mich mal erinnere. Ja. 3 Hours later. Dafür habe ich mir alles andere schon ein bisschen zweckmachen und weiss etwa, wo das Zeug ist, habe ich den blind gemacht. Jetzt kommt es schon gut. Und jetzt schneiden muss ich möglichst gerade. Ja, keine Ahnung, ob das gerade ist. Das ist sicher einigermaßen genau. gerade. Geschnitten. Der ist jetzt mal eine Schachtel, aber ich habe das Klemmerli wieder verloren. Ich habe mir zu wenig gemerkt, wie das Klemmerli aussieht. Darf ich so schnell? Muss ich langsam? Ich werde langsam. Und dann müsstest du gut hören. Weil du hörst echt nicht, ob es gut tönt. Es kann so viel schief gehen. Da ist jetzt ein 24er-Film drin, oder? Ja. Also das heisst, das ist eigentlich 1 Sekunde Kinofilm. 24 Bilder in Sekunde. Das ist jenseits, oder? Du kannst dir mal vorstellen, wie gross das die Rollen sind. Ja. Hey. Oh, Maschine. Nein, wo ist jetzt die Klemme? Jetzt wären wir da wieder... Matthias, geht es dir nicht gut? Mal, ich muss da wieder einklemmen. Zack. Jetzt wäre nicht ganz in der Mitte. Ist das schlimm? Sollte schon ziemlich in der Mitte sein. Mal aufmachen. Mach's einmal, mach's richtig. Oh, jetzt. Ich glaube, es tut nicht schlecht. Und ich kann eigentlich aufspulen, bis der ganz viel drauf ist, ja. Ja, also, ich weiss ja nicht, wie es muss tun, aber ich habe das Gefühl, es tut nicht schlecht. Ich weiss nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der mega gut drauf ist, wenn ich jetzt so spüre. Schau. Jetzt bist du ein bisschen schräg drauf. Das ist so ein bisschen komisch. Das Problem war, dass der Film auch nicht ganz gut auf der Spule drauf war. Dementsprechend kann es sein, dass der Film nachher, wenn er nass wird, dass er nicht zusammenklebt. Und das würde dann bedeuten, dass Chemie nicht dran kommt. Und das würde wiederum bedeuten, dass der Film nicht gut entwickelt. Dann klebt wieder irgendwo der blöde Sack an. So, jetzt angeklipsert. Es gibt so einen leichten Widerstand beim Draufziehen. Und plötzlich hört der Widerstand auf. Und dann weisst du, jetzt ist das ganze Ding aufgespult. Jetzt, Deckel drauf. Nach, aber schräg. Schräg wie ein Bohr. Also, jetzt ist da drin. Genau. Jetzt ist ehrlich, bei der Chemie, das findest du online, hast du ehrlich die genauen Zeiten. Das ist wie das Anmix ist und dann die genauen Zeiten. Das hast ja du schon gemacht. Genau, das haben wir schon gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie die Chemie aussieht. Jetzt kannst du einfach mal den Developer nehmen und dann 490 ml abfüllen. Also 490. Darum habe ich es eben hier angeschrieben. Dann musst du nicht jedes Mal, wie viel musst du jetzt in den und in den Tank. Das ist jetzt sicher mega gesund und mega... Das kann man genau, saufen, du kannst gerne noch einen Schluck nehmen. Ah nein, der sieht noch gut aus. Den können wir gut noch brauchen. Ist das eine gute Wahl? Jetzt hat es ein bisschen Schaum. Den Schaum den wollen wir nicht unbedingt. Okay. Weil der Schaum macht, dass nachher Luftbläschen am Film sind und dort wird es nicht entwickelt. Du müsstest den heute mit dem Löffel ein bisschen abschöpfen. Die Zeiten hast du dir auswendig gemerkt? Die Zeiten habe ich mir auswendig gelernt. Ich gehe noch die Zeiten holen. Ich würde sagen, dass wir jetzt eine kleine Pre-Soak machen. Das heisst, wir den Film schon mal nass machen und den ganzen Powder aufwärmen. Also, jetzt könntest du eigentlich mal hier reinleeren. Dann geht der Film immer schön durch das Wasser durch. Ja. Dass eigentlich alle Dreck und alles, was vielleicht drauf wäre oder könnte sein, dass das ein bisschen abspült und dass alles schön aufwärmt, die ganze Box. Weil wir müssen dann sicher sein, dass wenn wir den 3,5 Minuten entwickeln, dass der 3,5 Minuten auf 39 Grad ungefähr ist. Genau. Ja. Genau, wir den Developer ein bisschen mehr, weil wenn der schon ein bisschen schwächer ist geworden, jetzt über die Zeit, dann hat er noch ein länger Möglichkeiten zum Entwickeln. Und was heisst ein bisschen mehr? 4 Minuten? Ich würde mal 4 bis 4,5 bauen, ja. Also ich glaube, wir hatten jetzt etwa eine Minute drin gehabt, das heisst, das kannst du jetzt ausleeren. Und je nach Film hat das eine recht starke Farbe. Ja genau, das sehen wir jetzt schon. Ja, ein bisschen gelblich. Ja. Also jetzt kann ich hier alles reinleeren. Ja genau, alles reinleeren und dazu drehen. Und warum drehen? Weil es wird ja komplett unter Wasser sein. Genau, aber am Anfang ist ja noch nicht alles unter Wasser, bis der Tank voll ist. Damit es wirklich möglichst gleichmäßig nass wird.
Und jetzt solltest du sofort die Zeit anladen. Jetzt hast du nämlich sicher schon 30 Sekunden. Jetzt tun wir da 3 Minuten... ja, 53. Ja, das ist gut. 3,40. Und was ich manchmal auch noch mache, ist ehrlich so ein bisschen, falls es Luftbläschen hätten, Ja. dass sich die ein bisschen lösen und die Luft Also jetzt wäre eigentlich eine Minute durch, wir drehen mal. Und wichtig ist aber, dass du im Uhrzeigersinn tust, weil wenn du im Gegenuhrzeigersinn würdest du es wieder ablieren. Ja, genau. Das nächste ist dann der Bleach and Fix. Der geht nach 8 Minuten. Okay. Und dann kannst du jetzt da, genau. Dann tun wir es hier runter. Das sieht man jetzt auch nicht im Video, aber ist ja gleich. Und vom Blix... Ist Wie viel brauchst du? genau das gleiche, 490. 490. Ja, wir wollen wirklich das Ding füllen. Macht Sinn, ja. Was ich eben gerne mache, ist halt die Sachen immer schnell ausspülen und auch schauen, ich mache es immer mit warmem Wasser. Weil dort bleiben eigentlich Gefäße, genau. Immer schön, ist immer alles warm. In einem idealen Labor hättest du einen Raum, der auf 39 Grad geht. Genau, das wäre für mich nicht sehr ideal. Bei 39 Grad mache ich genau nichts mehr, dann mache ich Ferien. 30 Grad längt und dann ist einfach nur wie ein Kühlschrank, aber out of face. Ja, das ging. Und vor allem, wenn du dann so eine Zapfhahn hättest, wo du gleich Bier rauslassen kannst. Und dann nach dem kannst du eigentlich schon den Deckel schon auftun. Okay. Weil jetzt ist ja der erste Schritt jetzt ist entwickelt, das heisst, das Foto ist vorgekommen. Ja. Jetzt machen wir, dass es stoppt und fixiert, damit wir es dann nicht einfach abwaschen können. Nach dem Schritt kann man es aber genau. abwaschen. Dann kannst du dann den Deckel auftun und dann spülen wir es spülen. Und das musst du wirklich richtig lang spülen. Okay. 7,35. Und dann kann ich zurückleeren ins Blix, oder? Ja, genau. So. Also, jetzt sollten wir 24 bis 40 gradiges Wasser haben und das Ganze waschen. 7-mal den ganzen Tank füllen, es steht. Ja. Und dann wieder ausleeren. Genau. Oh, da sind Bilder drauf! Da sind Fotos drauf! Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Chemie beim ersten Mal. Die Temperatur ist ganz gut. Ja. Ich bin wirklich sehr schlecht im Schätzen von Sachen. Distanzen, Kilo, Temperatur eben nicht. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber das kann ich da bin ich relativ nach. Okay. Ich habe mittlerweile nur so 37 Grad. Genau, okay. genau. Das ist so vom Bedenlevel der Kinder. Ja, das sieht vom Film super aus. Ich sehe mal etwas drauf. Ah ja, das sieht wirklich... das ist glaube das ist mein letzter Film. So. Mit der Canon A1. Nein, schade. Ja, da sieht man die dunklen Bilder von Weihnachten. Genau, und jetzt kannst du echt das Ding so ein bisschen aufdrehen. Genau, und dann ein bisschen rausziehen, dass es breiter wird. Und da ist etwas drauf. Ja, da ist der Schwiegerbär, da ist die Elena mit der Cousine. Das ist ganz viel dunkel. Wobei dunkel heisst, das ist hell. Ja, genau, es ist einfach hell. Ja, genau. Oh ja, das sind die Fotos so herzig von Sabina oder Leona vor dem Fenster. Das ist viel zu dunkel. Sabrina, viel zu dunkel. Ah ja, das ist daheim bei uns. Ich habe schon gedacht, dass bei dieser Kamera jetzt beim ersten Film sehr vieles zu dunkel ist. Ich habe gemerkt, dort Beleuchten ist auch noch so eine Sache. Schon noch so eine Sache, ja. Claudia, da! Perfekt! Jetzt wenn möglich kein Staub dran. Ah, ja, das logisch. ist halt digitalisiert. Ja, genau. Darum ja nicht den Boden lackieren. Am Boden hat so viel Staub, man sieht es manchmal gar nicht. Ja. Darum, was ich aber mache, ist mit dem Teil holt so ein das Gröbste an Flüssigkeit einfach gegen Abend ab und dann aufhängen. Die sehen gut aus, sehr schön Kontrast, das siehst du hier. Ja, ich habe das ist ja 200. Du hast mir ja gesagt, ich soll auf 100 so einstellen. Ja, das ist natürlich super. Ja. Ist das nicht mehr Push oder Pull? Nein, Push und Pull machst du nachher beim Entwickeln. Darum haben wir ein bisschen länger als 3,5 Minuten. Darum wir haben schon ein bisschen gepusht. Okay. Wir haben schon ein bisschen, eben, du hast mir ja schon ein bisschen gesagt, er könnte ein bisschen dunkel sein. Das nächste Mal tun wir das. Scannen. Scannen, ja. Nice. Cool. Merci viel.